Nix mit Ausschlafen am Samstagmorgen. Jedenfalls nicht für Lilly, Olivia und Vincent. Denn Punkt 10 Uhr beginnt ihr ehrenamtlicher Einsatz bei der Tafel Nürnberger Land. Hier werden sie schon von der Leiterin Christine Platt erwartet. So, hallo, schön, dass ihr da seid. Heute haben wir ja keine Lieferung, das heißt, ihr könnt euch auf die verschiedenen Abteilungen verteilen. Vielleicht wie immer ihr beide beim Gemüse, Lilly, Vivi, und hier so in der Bäckerei. Und dann schauen wir später, wenn die Lieferungen kommen, zum Abfüllen und was wir dann noch so machen können. Lilly und Vivian helfen erstmal beim Aussortieren von Obst und Gemüse. Die Studentinnen sind gerade mitten in der Klausurenphase und müssen Studium und Ehrenamt unter einen Hut bringen. Lilly hat die Jugendabteilung der Tafel im Jahr 2020 mitgegründet. Als ich angefangen habe, war ich noch in der Schule. Da ging es, dass wir jeden Samstag hier waren. Und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also dadurch haben uns wesentlich stärker dann auch angefreundet. Und seit die Uni losging, wurde es echt immer schwieriger. Mir macht es auch einfach Spaß. Das ist wie so ein bisschen Freizeit für mich, weil ich habe halt Freunde, die hier sind. Ich verstehe mich mit den Kollegen sehr gut. Und zum anderen hat man auch irgendwie das Gefühl, man hat so was Gutes getan, irgendwas Wichtiges getan. Olivia und Vincent verpacken inzwischen Gebäckteile. Die beiden 14-Jährigen gehen in die 7. und 8. Klasse und haben am Wochenende oft noch Hausaufgaben zu machen. Sie helfen gern, müssen sich aber ihre Zeit gut einteilen. Manchmal nicht ganz einfach, aber... Geht schon. Ich kann auch nicht jeden Monat kommen, weil es mich so manchmal stresst, aber ich finde es eigentlich ganz schön, hierher zu kommen und das tut mir auch gut. Ja, deshalb wie die Olivia zum Beispiel, die wirklich sagt, ich kann nur einmal im Monat und dann kommt sie und bleibt den ganzen Tag zum Beispiel. Und andere sagen manchmal auch 2 Wochen vorher, Mensch, ich hätte morgen Zeit, aber dann nur bis 13 Uhr und da jede Hilfe hier immer willkommen ist, passt das. Also wir machen es passend. Mir gefällt, den Menschen helfen zu können, mit denen kommunizieren zu können und die Lebensmittel für sie rauszusuchen, weil ich möchte einfach, dass es allen Menschen irgendwann gut geht. Damit es vielen Menschen zumindest etwas besser geht, opfern Olivia, Vincent, Lilly und Vivian regelmäßig ihre Samstage und schleppen, stapeln und sortieren. Bei der Tafel in Lauf an der Pegnitz gehören die Jugendlichen inzwischen fest zum Pool der Ehrenamtlichen. Und bayernweit ist diese sogenannte Tafeljugend die erste überhaupt. In Lauf hat sie sogar einen Sitz im Jugendrat der Stadt und hilft bei vielen anderen Projekten mit. Denn dass sie zupacken können, beweisen die jungen Leute hier. Olivia ist inzwischen dafür verantwortlich, die Milchprodukte in die Kühlung zu stapeln. Und Vincent portioniert die gespendeten Wurstwaren. Die Arbeit der Tafeln bundesweit wird zunehmend wichtiger, denn immer mehr Menschen sind auf zusätzliche Hilfen angewiesen. Dafür braucht es breite Unterstützung und viele ehrenamtliche Helfer. Die Jugendlichen haben sogar einen eigenen Instagram-Account. Vivian macht dafür Fotos, bevor die Tafel öffnet. Wir brauchen die für unseren Instagram-Account. Wir posten da zwar nicht so regelmäßig, aber wir versuchen immer wieder, wenn wir hier sind, ein paar Bilder zu schießen, damit wir was posten können. Wir versuchen damit, die Leute auf die Tafel aufmerksam zu machen, auch auf die Tafeljugend und auch über Lebensmittelverschwendung aufzuklären. So im privaten Umfeld, die finden es echt cool, was wir machen. Und auch so Familie unterstützen das. Wir hatten auch schon Politiker zum Beispiel getroffen, die uns darauf angesprochen haben. Also ist schon eine coole Sache. Nach 3 Stunden Vorbereitung öffnet die Tafel für ihre Kunden. Die Arbeit geht weiter. An diesem Samstag werden rund 100 Menschen von der Tafel in Lauf versorgt. Die beiden 14-jährigen Olivia und Vincent sind schon gegangen. Sie müssen noch für die Schule lernen. Vivian und Lilly helfen noch bei der Gemüseausgabe mit. Lilly studiert Biologie und Vivian Betriebswirtschaftslehre. Auch auf die beiden wartet jetzt noch Lernstoff, nach fast 5 Stunden Arbeit. Also heute ist ja noch nicht zu spät, da geht es noch. Aber es ist schon, man tut auf jeden Fall was. Man freut sich auf jeden Fall, dass man danach auch wieder zu Hause so ein bisschen entspannen kann.
Und auch am nächsten Samstag packen sie wieder mit an.